Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. So, hallo miteinander und willkommen zu einer weiteren Folge von Dino und Stego. Wir freuen uns, euch zu einer speziellen Folge zu begrüßen, weil wir spoilern in dieser Folge ein bisschen. Nämlich, wir reden mit Veronika Schmidt über ein Buch, das noch nicht veröffentlicht ist. Und wo sie uns erzählt hat, dass sie das Buch bald wird veröffentlichen, haben wir gedacht, das wäre mega spannend, über das noch zu reden. Die vielleicht haben ein paar von euch letzte Woche schon die Folge gehört, wo jetzt, wir über... Jetzt müssen wir es eine Woche später schon rausgeben. So oder was auch immer. Genau. Vielleicht haben wir die Folge über Sex schon gehört. Letztes Mal haben wir ja über viel geredet, für die es noch nicht gehört haben. Und zwar Sexualität allgemein eigentlich, aber auch vor allem Christen und Sexualität, das Bild von Christen und vielleicht auch zum Teil Probleme, die Christen können haben mit der Sexualität, wo das sie möglicherweise hinken, wo es sich lohnt, sich ein bisschen zu bilden und mehr zu wissen. Und dazu hat Veronika Schmidt schon 2 Bücher geschrieben. Und jetzt reden wir über ihr drittes in dieser 2. Folge. Genau. Das Buch, das bald wird erscheinen, heisst «Endlich gleich» und der Untertitel «Warum Gott schon immer mit Frauen und Männern rechnet». Dann hat mir Veronika Schmidt auch noch gesagt, dass es eine emanzipatorische, feministische Streitschrift zu Geschlechterrollen in der christlichen Lebenswelt, ausgehend von Themen Gott, Macht und Sexualität ist. Emanzipatorisch-feministische Streitschrift zu Geschlechterrollen in der christlichen Lebenswelt. Das tut schon mal mega viel Raum auf, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal so, dass du uns mal ein bisschen sagst, hey, endlich gleich. Warum braucht es das Buch und was geht es dort? Eigentlich ist das Buch eine Fortsetzung der anderen 2. Die Frauenfrage ist für mich die logische Folge auf den Sex. Sex, Frau, Geschlechtergleichheit, das hat so eine sich aufrollende Logik. Also wenn wir den Sündenfall jetzt das als Parabel mir anschauen oder als wirklich geschehen, also im Paradies sind Mann und Frau gleichgestellt gewesen, mit dem genau gleichen Auftrag, die Schöpfung zu verwalten, zu bebauen, pflegen. Und nach dem Sündenfall kommt eigentlich der Geschlechterkampf. Und aus dem Geschlechterkampf, und das führe ich in meinem Buch aus, können wir geschichtlich herleiten, zuerst die Dämonisierung der Frau und dann die Dämonisierung der Sexualität. Und ich zeige im Buch eigentlich auf, was das für Entwicklungen sind über die Jahrhunderte. Also, und dass das Auswirkungen hat auf die Bibelauslegung zu Ungunsten der Frau, und zwar in übelster Art und Weise, und wo das angefangen hat. Und das, für mich ist das eigentlich, wenn wir so ein bisschen wieder davon ausgehen, das ist ja so ein bisschen ein heilsgeschichtliches Bild, wo man könnte sagen, wenn wir etwas wiederherstellen von dem, dann müssen wir zuerst die Sexualität entdämonisieren, dann müssen wir die Frau gleichstellen, beziehungsweise auch entdämonisieren. Und dann gibt es Versöhnung der Geschlechter. Und dann vielleicht haben wir sogar etwas zu sagen zu den wesentlichen Themen der Welt. Weil das wäre ja unser Auftrag, oder? Meine Christen sind heute nicht maßgebend, der Welt gut zu schauen. Und wieso sollen wir diese Vollmacht haben, wenn wir nicht einmal schaffen, die Sexualität wiederherstellen und eine Gleichberechtigung, eine bedingungslose Gleichberechtigung von Frau und Mann herzustellen? Dann haben wir doch letztlich zu den wichtigen Themen der Welt nicht wahnsinnig viel zu sagen. Mega spannend, ja. Also du hängst erstens das Thema, wir könnten eben das Gefühl haben, es löst sich ein bisschen raus, aber du sagst, nein, es löst sich nicht raus. Ja. Es passt sehr gut auch in deine Bücher, die du sonst schon geschrieben hast, und es hat viel auch mit Sexualität zu tun. Und
Es geht auch darum, dass es wirklich auch wieder darum geht, Christen wieder an einen Punkt herzuführen, wo sie wirklich auch eine aktive, vielleicht auch sogar eine wichtige Rolle in der Versöhnung, in der Heilung von der Welt und von den Menschen übernimmt. Sehr spannend. Jetzt, die erste Frage, die mir so ein bisschen in den Sinn kommt, ist, man spürt ja, da ist irgendwo ein Missstand, da ist irgendwo ein Defizit. Und ich sage jetzt mal, wir beziehen es jetzt mal einfach auf die christliche Kultur. Also, da hat es irgendwo, oder der Titel heisst «Endlich gleich», also irgendwo ist etwas nicht gleich gewesen. Kannst du vielleicht da mal etwas dazu sagen? Wo siehst du den grössten Missstand? Wo ist das, was ist da so ungleich? Du hast es Dämonisierung genannt. Was ist das so für dämonisiert? Also, ich würde mal sagen, heute Dämonisierung ist eine geschichtliche Sache. Oder wenn ich jetzt heute anfangen mit erklären, dann würde ich sagen, der Gap ist gar nicht mehr so gross. Es gibt sogar die sagen, das ist doch gar kein Thema mehr. Wir haben ja ein paar christliche Frauen auf der Bühne. Das stimmt alles. Da ist wahnsinnig viel passiert. Aber das ist uns von der Gesellschaft aufgezwungen worden. Und das ist der Hauptpunkt, wo wir heranschauen müssen. Oder? Wäre die Initiative von uns ausgekommen, wäre das phänomenal, oder? Also dann würde ich sagen, ja, da hat es ein paar Jahrhunderte gegeben, wo wir irgendwie etwas verpasst haben, aber wir haben es jetzt erkannt und wir stellen das wieder her, wie es Gott gedacht hat. Das ist aber nicht Geschichte, sondern Geschichte war anders, dass Gesellschaft bzw. die Frauen aufgestanden sind. Übrigens hat es immer Christinnen dabei gehabt. Übrigens super, dass du mich Gästin nennst, das gefällt mir. Nicht immer habe ich es durchgezogen, aber ja, ein paar Mal habe ich es gemacht. Genau. Und wäre die Initiative von den Christen ausgekommen, dann sieht es heute total anders aus. Dann wären es nicht nur ein paar Alibi-Frauen, oder? Und was ich einfach merke, in der Paarberatung oder auch in den Gesprächen mit den Leuten, in der Gemeinde oder so, dass wir haben uns der Gesellschaft in Bezug auf die Frau in den letzten 10, 20 Jahren recht angepasst. Aber unten drunter ist das kein erledigtes Thema. Und jetzt gehe ich einen riesigen zurück in die nachapostolische Zeit. Wenn wir jetzt aus dem heutigen Blickwinkel mit Frauen befreienden Augen lesen, was Jesus gesagt hat, schauen, wie er gelebt hat mit den Frauen, schauen, wie der Paulus das umgesetzt hat. Jetzt rede ich mal von seinem Lebensstil, nicht von den Bibelstellen, die wir alle quasi missverstehen, oder? Sondern wie er das gelebt hat. Und unser Verhalten, das ist übrigens auch ein pädagogischer Grundsatz, unser Verhalten redet lauter, als was wir sagen. Also könnten wir auch sagen, wir müssen doch schauen, wie haben sie sich verhalten, nicht was hat der Paulus geschrieben. Vielleicht kannst du das schnell ausführen. Wie hat sich der Paulus verhalten? Das nimmt mich noch Wunder. Der Paulus hat Frauen von Anfang an gleichgestellt. Er hat auf sie sogar gebaut. Also die Frauen waren die Säulen der ersten Gemeinde. Ich führe das alles aus im Buch, aber nicht, ich führe es nicht theologisch aus. Weil geht es bei ihm nicht vor allem um die Würde, dass er die Würde gleichgestellt hat? Nein, das ist eben das, was wir nachher daraus gemacht haben. Aha, was ist jetzt ursprünglich in diesem Fall? Wirklich gleich, auf Augenhöhe. Gleich, in allem? In allem. Und auch der Umgang... das überrascht mich jetzt. Ja? Also ich meine, dass du Paulus so siehst. Ich bin nicht die Einzige, die heute den Paulus so sieht. Und ich sehe ihn heute so, weil ich mir die Geschichte natürlich angeschaut habe. Also man könnte ein bisschen kurz zusammengefasst sagen, mit Jesus und mit Paulus, die ersten 5 Jahrhunderte,
hat die Frau eine revolutionär grandiose Stellung bekommen in der ersten Gemeinde. Und zwar im Vergleich zu, wie die damalige Welt war, wo Frauen nichts zu sagen hatten, wo Besitz vom Mann waren, die umgebracht werden konnten, wo Frau und Kind praktisch gleichgestellt waren, Fee. Also sozusagen ist es ein krasser Schritt vorwärts zu dieser Zeit. Genau, es ist sogar ein mega krasser Schritt. Eine Provokation ist das, genau. Oder? Und dann, wo das Evangelium quasi Staatsreligion geworden ist, und das kann man wirklich zurückverfolgen mit diesen Kirchenvätern hier, hat man, ich würde jetzt das heute aus meiner Sicht als Frau, und das ist nicht meine Erfindung, das habe ich natürlich auch bei anderen Theologinnen nachgelesen, würde ich sagen, man hat gezielt die Frau aus dieser Stellung raus haben und angefangen, Schriften dementsprechend schreiben und die Bibel dementsprechend auslegen. Und natürlich auch entsprechende Pamphlete und alles. Also das kann man eigentlich sehr genau nachschauen. Und dann geht das über die Jahrhunderte. Also das Interessante ist zum Beispiel, das ist auch noch interessant in Bezug wieder auf Zurückverfolgung, quasi Sexualität, Frau, Geschlechterversöhnung. Der Luther hat eine revolutionär andere Einstellung zu Sex gehabt, als zu seiner Zeit üblich war. Aber zu der Frau überhaupt nicht. Und er hat zwar seine Frau sehr geachtet und wertschätzt und die ist ziemlich eine emanzipierte Frau. Ja, das ist doch recht ein fauchiger Austausch zwischen denen, oder? Und er hat sie sehr verehrt, aber in seinen Schriften hat er quasi die Frauen als Ganzes mit seiner ganzen Verachtung eingedeckt. Also, und das ist vielleicht etwas, wo ich meine, heute ist Frauenverachtung, Misogynie ist quasi ein stehender Begriff, den man heute dauernd liest in den Medien. Sexismus, bla bla bla. Oder ich glaube, am Luther kann man sehen, wie das funktioniert. Also, niemand würde seiner eigenen Frau sagen, was sie für weiss ich was ist, oder? Also die eigene Frau, die hat man auf den Sockel, aber die Frauen an sich, die sind eigentlich immer noch nichts wert. So. Ja. Und ich glaube, das können wir kann man so ein bisschen die Geschichte ein bisschen verfolgen, wie sich das auch verankert hat, wie sich das eingewoben hat, die Kultur. Genau. Und jetzt sind wir da im 2019 und es gibt immer noch Gemeinden, die sagen, die Frau sollte nicht lehren. Es gibt sogar noch Gemeinden, wo man sogar noch die Kopftuchregeln irgendwo noch, die geistern auch in den Köpfen rum. Ja, wo ist denn das? Also es gibt sehr konservative... Das sind schon, sag mal, kleine Strömungen. Sehr klein, ja. Und grosse Verbände würden heute das ja nie mehr sagen. Ja. Das Verrückte ist, dass aber, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt die letzten 30, 40 Jahre anschauen, es hat trotzdem keine Bewegung gegeben, wo die Verbände hingestanden wären und gesagt hätten, hört mal Leute, wir haben uns fundamental geirrt. Da haben wir über Jahrhunderte etwas missverstanden. Und jetzt tun wir das richtigstellen und wir tun alle Frauen freisetzen und sagen, so, ab heute gilt das nicht mehr. Wir haben den Paulus missverstanden, wir haben ein paar Kirchenväter missverstanden, wir haben die Kultur zementiert, aber jetzt ist genug. Du hast ja gesagt, eben, chronologisch hast du am Anfang angedeutet, die Dämonisierungen, die stattgefunden haben. Nachher hast du von Paulus reden. Und dort ist ja, wie aus deiner Sicht, ein sehr grosser Schritt vorwärts
gegangen worden, relativ in diesem kulturellen Kontext dazu mal. Wo sind denn die zeitlich die Dämonisierungen von Sex und Frau, wo haben die stattgefunden, so von den Jahrhunderten? Also relativ schnell, eben ab dem 5. Jahrhundert, wo dann irgendwann die Staatsreligion das erste Mal gekommen ist. Also früh, mega früh. Es hat immer wieder in dem Sinn Ausnahmeerscheinungen gegeben, die den Frauen geholfen haben. Aber das war nie gesellschaftlich flächendeckend. Also zum Beispiel die ganze Klosterwelt ist eigentlich für die Frauen im Kloster eine mega gute Zeit gewesen. Viele von diesen Frauen waren adlige Frauen gewesen. Und das ist quasi, sie haben sich so Gott ganz hingegeben, haben vielleicht auch keinen Mann gefunden, das weiss man so genau nicht. Aber was wichtig ist, die Frauen haben dort Bildung gehabt. Also sie haben Lesen, Schreiben, Latein, medizinische Bildung, also naturwissenschaftliche Bildung, Heilpflanzenkunde, einfach das Riesending. Und was aber auch ist, sie sind quasi wie im Austausch mit den Monnenklöstern. Das habe ich natürlich jetzt auch alles nachgelesen. Also es hat so ganze quasi religiöse Städte gegeben, wo da hat es das Monnenkloster gegeben, das Frauenkloster, und die sind im regen Austausch gewesen. Mit der Reformation ist das eigentlich zu Ende gegangen. Also so gesehen könnte man im Rückblick auch sagen, für die Frauen war die Reformation auf einer Seite auch eine Katastrophe. Vor allem wegen Luther seinem Verständnis. Ja gut, der Luther war nicht der Einzige. Ja. Natürlich, die Frauen sind in eine frauenfeindliche Gesellschaft gekommen. Nicht einfach in eine frauenfeindliche Kirche, sondern eine Gesellschaft, also eine Frau im Luther seiner Zeit, die nicht im Kloster war, hat also nichts zu lachen gehabt. Okay. Es ist nicht nur ein Geschichtsbuch, mein Buch, aber es hat Geschichte drin, weil ich die wichtig finde. Ich glaube, was der Unterschied ist zu vielen theologischen Büchern, die die Frauenfrage über Theologie lösen. Und da hat es mega gute Bücher drin. Und die Frage ist, warum haben die eigentlich keine Auswirkung gehabt? Habe ich probiert, das auch einmal geschichtlich aufrollen und zu sagen, was ist eigentlich passiert. Ja, genau. Ja, weil das ist ja auch krass, weil man merkt, was für einen starken Einfluss eine Kultur, eine Prägung auf einen Menschen kann haben. Also, ja, dass man sich dann fast nicht ein anderes Bild vorstellen kann, weil man sich so gewöhnt ist an das, was ist. Oder? Ja. Interessant ist nachher eigentlich, finde ich, für uns Christen heute, ist geschichtlich interessant, was ist vor 150 Jahren passiert. Das ist also der erste Aufbruch von der feministischen Bewegung. Und das Interessante ist, dass es mit dem feministischen Aufbruch einen Aufbruch gibt in der christlichen Lebenswelt. Unter den Frauen, die in Mission sind. Und dass sich dort eigentlich, das behaupte ich jetzt ein Stück weit ein bisschen in meinem Buch, das ist so ein bisschen mein Schluss aus dem Ganzen, würde ich sagen, an diesem Punkt hätten es eigentlich die Christen in der Hand gehabt. Zum Vorreiter werden. Zum Vorreiter werden. Und sie haben es verbockt. Okay. Und die Frauen haben das wollen. Und es sind ja immer Kriege, die die Frauen vorbringen. Also wenn die Männer im Krieg fallen oder im Krieg sind und dann müssen sie in die Hose steigen, die Frauen. Und nachher, wenn die Männer zurückkommen, dann müssen sie wieder ins zweite Glied, oder? Und es war wieder ein Krieg, der quasi die Frauen Missionsbewegungen vorgebracht hat. Und dann sind die Frauen scharenweise in Mission. Und die Industrialisierung hat natürlich geholfen. Plötzlich hat es Schiffe gegeben, wo man drauf. Es hat Züge gegeben. Und dann ist eine riesige Missionsbewegung entstanden. Und zwar ökumenisch. Also nicht einfach nur ein bisschen. In Amerika, in England, in Europa, Deutschland, Schweiz. Hat die Epoche oder das Ereignis einen Namen?
Oder jetzt da so zusammenfassst? Also, sie hat schon einen Namen, man könnte quasi sagen, die Frauenmissionsbewegung. Ich führe das ein bisschen aus, es gibt auch Sachen, die man nachlesen kann darüber. Und dann sind die Männer aufgestanden, vor allem nicht auf dem Missionsfeld, dort auch, aber vor allem in der Heimat, die Hei. Und haben gesagt, das geht nicht. Ich will keine Windeln wechseln, ich will nicht kochen. Um das ist es nicht einmal gegangen. Ja, es ist darum gegangen, die Frauen dürfen nicht. Ja. Um das ist es echt gegangen. Und sie haben angefangen, so quasi... Die Männer Sachen machen quasi. Ja gut, nein, die Frauen haben natürlich gemacht, was nötig war. Und nachher sind die Männer gekommen und haben gesagt, ihr dürft das nicht. Oder so quasi, ihr dürft jetzt nicht predigen und Gemeinden leiten. Und zum Teil haben sie sich nicht einmal Missionarinnen nehmen. Und dann sind die Männer so richtig in Kampf in Machtkampf und haben gesagt, Predigen ist wichtiger als Schulbildung, Lehre, Krankenpflege, was dann die Frauen vor allem ja vorangetrieben haben, weil Frauen haben ja das Leben der Menschen verbessern. Also daran könnte ich jetzt provokativ sagen, nach dem, was du schon gesagt hast, könnte jetzt auch der Paulus die Schuld sein. Also, wenn die Männer jetzt eben die Bibel lesen und nachher der Paulus schreibt ja, die Frau soll in der Gemeinde nicht reden, genau. Dann wäre er wiederum, hat er einen Einfluss auf den Rückschritt, was es nachher wieder gibt. Oder? Also so gesehen ist der Paulus schuld daran, aber ich würde eben sagen, die Auslegung von dem, was der Paulus gesagt hat, ist schuld daran. Also die das haben so auslegen wollten. Heute weiss man ja natürlich, also man kann doch nicht einfach so Sätze aus dem historischen Kontext herausnehmen. Hat man natürlich nicht selbstverständlich gemacht. Und das ist ja der Grund, warum das dann so lang hergehebt hat. Es hat 3 feministische Bewegungen gegeben. Heute würde man sagen, sind wir in der 4. drin. Ah, schon, okay. Und immer wieder sind auch Christinnen dort drauf aufgekumpelt und haben sich quasi ein Stück weit befreit, aber sie sind einfach immer wieder zurückgebunden worden. Ich meine, der Hudson Taylor, Heilsarmee, es gibt noch andere, für die war es so klar, Frauen haben den gleichen Auftrag. Aber man hat auf die nicht gehört, oder? Wir haben ja schon, also unsere erste Podcast-Folge war so das Jesuanische gegenüber dem paulinischen Denken. Ja. Ich habe ihn nicht gehört. Und dann ist das musst du nicht. Aber dort ist es wirklich genau darum gegangen, dass jemand jetzt den Paulus hat, auch ein bisschen kritisiert. Zum Teil, wie er sich ausgedrückt hat, aber auch, vor allem auch, was die reformierten und freikirchlichen Gemeinden heutzutage aus ihm machen. Oder was sie betonen aus seinen Schriften. Ich habe dann mal so auf einer Stelle rumgehackt, weil eben steht ja, die Frau soll schweigen, wie in allen anderen Gemeinden das üblich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann auch bekommt, ja, kultureller Kontext, dazumalige Zeit, wenn du sagst, er hat Fortschritte gemacht, hat er eben genau das gesagt, ja, ist ihm nicht gleich, was heute ist in diesem Fall, sondern ich sage jetzt, Frau und Mann sind gleichwertig. Dann hat er ja eben genau diesen kulturellen Kontext dazu mal nicht respektiert. Hätte er ja in diesem Thema auch machen können. Und ich finde es aber, also für mich war es bis jetzt von niemandem befriedigend gewesen, wo mir gesagt hat, es ist halt ein anderer kultureller Kontext. Für mich ist das kein Argument. Ich finde, wir müssen entweder den Paulus, was er dort geschrieben hat, in Frage stellen und nicht immer probieren, darauf auszuweichen, ja, er hat das nicht so gemeint oder man muss das ein bisschen im Großen und Ganzen sehen, weil die Ausdrücke, wie man so schön sagt, jetzt vielleicht ein bisschen plakative Worte, sind schon recht unmissverständlich. Was meinst du da dazu? Also, ich bin keine Theologin. In dem Sinn kann ich mit all diesen Fachbegriffen von Hermeneutik und so kann ich nichts sagen dazu. Ich würde in dem Sinn sagen, aufgrund von allem, was ich jetzt recherchiert habe, wenn ich den Paulus würde verteidigen, dann aufgrund von seinem Leben, was er gelebt hat. Und dann ist ja immer noch die Frage,
sind die Sachen alle wirklich von Paulus? Also das gibt ja auch Ausleger, Ausleger, die sagen, da sind im Laufe der Zeit Sachen eingekommen, die sind gar nicht von Paulus, das hat er gar nicht gesagt. Sind die Schriftstellen später dazugekommen vielleicht? Das andere ist, es gibt einzelne Sachen, wo man könnte sagen, da hat er mit dem das nicht sagen wollen. Die gleiche Stelle, wo man könnte sagen, ist sie überhaupt von Paulus oder hat er wirklich das sagen, wäre Timotheus-Stelle, wo quasi dort noch steht, dass die Frau gerettet ist durch Kindergebären. Diese Stelle nehme ich raus. Ich habe nicht viel von diesen Bibelstellen wirklich ins Buch genommen. Auch das mit dem Haupt, oder? Denke, hast du das nicht reingenommen? Nein, das habe ich nicht reingenommen, weil ich wirklich nicht wollte, ein theologisches Buch schreiben. Ich sage, da finden wir uns nie, weil es gibt immer die so anschauen, die sagen, mal, das hat der Paulus gesagt, nein, das hat der Paulus nicht gesagt, ist das überhaupt von Paulus, wie soll man das verstehen? Auf die Diskussion habe ich nicht wollen und kann ich auch nicht. Du hast ein bisschen bewusst den Bogen um das gemacht. Ja, weil ich sage, es gibt viele überzeugendere Schienen, nämlich die Schiene, was ist mit der Frau passiert, was ist mit der Sexualität passiert, im Kontext von selber Zeit. Es gibt vom Worthaus, vom Dietz, ich kann es nicht gerade sagen, können wir verlinken. Ein Vortrag zur Gleichstellung, oder? Ja, oder? Zur Gleichstellung. Also nein, er führt eben auch noch an dem aus, von der Gleichstellung, wie revolutionär das wirklich ist, was der Paulus gesagt hat und was er wirklich sagt. Ich kann euch das so nicht wiedergeben. Ja, okay. Aber das finde ich mega spannend, dass der Paulus eigentlich an dem Ort mit diesen Stellen eigentlich wie hat wollen sagen, in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, ist das normal. Wir können auch nicht alles über den Haufen rühren. Weil sonst... Er hat nicht ganz übermütig sein in dem Sinne. Genau. In dem Vielleicht Kontext. auch Frauen oder? in eine missliche Lage bringen. Genau. Oder? Ja. Frau in eine missliche Lage bringen. Man geht davon aus, also es gibt Auslegungen, wo man sagt, er hat eine Frau gemeint in einer ganz bestimmten Situation. Da sagt er, ja gut, ist das, wissen wir eigentlich auch nicht, ist das so. Ich denke, da kommen wir, was die Frauenfrage anbelangt, kein Schritt weiter, kein revolutionärer Schritt weiter, wenn wir an diesen Bibelstellen hängen bleiben, sondern wir müssen dort hingehen und sagen, wenn wir den ganzen Bogen anschauen von der Bibel und den ganzen Bogen von der Geschichte, dann kann es nicht sein, dass wir auf irgendeine Art und Weise und auch nicht mit dem Paulus begründet, dass Mann und Frau nicht gleichgestellt sein sollen. Ich habe auch schon mit einem konservativen Christ zum Beispiel, also in diesem Bereich, zusammen argumentiert. Und er hat auch zuerst probiert, eben die Bibelstellen zu erklären. Und ich habe es erwähnt, weil es kommt immer wieder vor. Die Leute interessieren sich für diese Sachen, oder? Ja, in der Bibel stehen ja die schlechten Sachen und außerdem eigentlich ist ja noch Sklaverei und all das Zeug drin. Genau. Du darfst zwar einen Sklaven haben, aber nach 7 Jahren darf er sich entscheiden, ob er immer noch bei dir bleiben oder nicht. Und wenn ja, dann muss er nicht den Rest des Lebens bei dir sein. Und wir nehmen einfach diese Sachen heute klar nicht mehr in unsere Praxis rein und andere nehmen wir rein. Und eine von diesen Sachen, die heute immer noch zum Teil in der Praxis innen ist eben, dass die Frau nicht lernen darf. Und dann beruft man sich eben nachher auf einen Paulus, oder? Und, aber ich finde es sehr interessant, dass du jetzt wie den positiven Aspekt, dass er eigentlich viel Fortschritt hat angetrieben, dich auf das fokussierst. Und jetzt sagst du, dass du auf die anderen Sachen nicht zu fest eingehst. Glaubst du jetzt, das wird auch von vielen kritisiert werden? Also ich meine, ich kann ja als Nicht-Theologin nicht ein theologisches Buch schreiben. Und ich habe diese Sachen gelesen und musste sagen, auf diesem Feld verliere ich jede Schlacht. Und meine Frage ist es eigentlich gerechtfertigt, so ein Thema auf dem Feld der Theologie zu schlagen?
es ist für mich eine grundsätzliche Anfrage, wenn man sich mal mit der Schöpfung, mit der Sexualität, mit dem Schöpfungsauftrag, mit der heilsgeschichtlichen Dimension der Bibel auseinandersetzt, wie kann man das rechtfertigen? Also ich schreibe irgendwo... Im Gesamtkontext zeichnet sich einfach ein wahnsinnig anderes Bild. Genau. Also ich bringe so ein bisschen das Beispiel, dass es eigentlich am Gericht nicht so läuft, dass der Unschuldige muss seine Unschuld beweisen muss, sondern dass der Staatsanwalt eigentlich muss Anklagten die Schuld beweisen. Und so gesehen würde ich wie sagen, der Beweis müsste eigentlich angetreten werden, dass die Frau und der Mann nicht gleichgestellt sind. Und das müssten stichhaltige Beweise sein. Und das kann doch nicht sein. Und das ist eben geschichtlich herleitbar. Es sind eigentlich gerade mal 2 Bibelstellen, wo wirklich würden in dem Sinn den Beweis antreten, dass die Frau zum Beispiel an allem Elend der Welt schuld ist. Und das ist eben die Timotheus-Stelle, und das wäre ein Sirach-Text, der aber eigentlich zu den Apokryphen gehört. Und ich führe das alles ein bisschen aus. Das habe natürlich selbstverständlich auch nicht ich erfunden, oder? Aber sagen, so gesehen, der Beweis, dass die Frau nicht gleichgestellt ist, der verhebt nicht. Der würde vor keinem Gericht verheben. Und jetzt sind wir wieder bei der Gerichtsrealität, oder, wo sagt, es können eigentlich noch alle Fakten für dich sprechen und trotzdem kommst du nicht recht über. Und das, finde ich, ist im Thema Frau ist das jahrhundertelang so gewesen. Von Gott her geschaut würden alle Fakten für die Frau sprechen. Und trotzdem hat sie nicht recht bekommen. Wenn man es liest und jetzt noch nicht eine wahnsinnige theologische Ausbildung hat gemacht und so weiter, dann versteht man ja es meistens auf eine gewisse Art. Eben, wenn man von einem Baum liest, dann stellt man sich einen Baum vor und so weiter. Wenn man eben von Reden oder nicht Reden und Frau liest, dann versteht man das sofort so. Nimmst du da etwas anderes als Maßstab jetzt als die Schrift? Ist die Schrift für dich auch etwas, das vielleicht unter Umständen kann hier und da in Frage gestellt werden, ob das wirklich das Heilig so auf Punkt und Komma ist? Also, ich muss so sagen, ich stelle sie in dem Sinn nicht in Frage. Aber ich stelle jetzt mal auch nicht jeden Bibelvers auf die gleiche Ebene. Und was ich definitiv nicht in Frage stelle, ist quasi, dass Mann und Frau nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und ganz viele heilgeschichtliche Sachen stelle ich überhaupt nicht auf keine Art und Weise in Frage. Eben letztendlich würde ich sagen, wenn man darf, auch historisch drauf schauen, auf das Alte und das Neue Testament, dann stelle ich gar nichts in Frage. Wenn ich in die Geschichte schaue und da anschaue, was ist mit der Frau passiert und schaue, wie hat Gott das gemeint, dann gibt mir eigentlich Geschichte recht. Es kann nicht sein, dass Gott das so gemeint hat. Also es gibt Geschichten, die wir lesen, wo Frauen vorkommen. Und es gibt Briefe, wo über die Frau geredet wird. Und du schaust jetzt eher auf die Geschichten, wo Frauen vorkommen. Ja. Also ich nehme schon ein paar Bibelstellen rein. Für mich fundamental wesentliche Stellen, die aber auch wieder zeigen, wie ist Jesus zum Beispiel mit Frauen umgegangen. Das ist für mich umwerfend. Ja, da könnte ich noch einen Filmtipp geben. Mary Magdalene, also ja, Maria ich habe ihn gesehen. Film, der neue, oder vor 1 oder 2 Jahren ist rausgekommen. Ja. Also ich habe den gesehen, das ist der eine. Aber die andere Gestalt ist eigentlich die Frau am Brunnen, wo Jesus alleine trifft. Und da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Es ist wie ein Dialog. Also ich habe eigentlich wie die Geschichte aufgeschrieben. Sagen, was ist an dem Brunnen eigentlich passiert?
schaut mal her, was dort passiert ist. Also, der Dialog, der ist umwerfend. Und ich denke, hat eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sagen, hat eigentlich irgendeiner von diesen Theologen die Geschichte eigentlich einmal richtig gelesen? Was dort abgeht? Wieso hast du jetzt den Film erwähnt? Was ist dir besonders aufgefallen? Ja, einfach die Maria Magdalene wird jetzt so, sehr stark dämonisiert von ihrem Umfeld. Man sagt ja auch, es ist lustig, im Film wird beschrieben, wie alle sagen, sie sei von Dämonen besessen. Und schlussendlich begegnet ihr Jesus und er liegt da so neben dir und sagt, du, ich sehe kein Problem bei dir, komm doch mit. Und sie muss sich richtig losreißen aus ihrem Haushalt. Das finden jetzt alle recht daneben, aber und Jesus findet das super, also toleriert das, findet das schön. Man sieht ihn auch mal allein auf dem Berg. Die Jünger sind abseits und er mit ihr am Reden. Und es sind einfach so Sachen, wo ich glaube, zu dieser Zeit absolut revolutionär sind, völlig entgegen der Kultur. Also sie ist eine interessante Figur, auch geschichtlich gesehen, das nehme ich auch auf im Buch. Also eigentlich könnte man sie ja quasi als weibliches Pendant zum Johannes sehen, oder? Genau. Also der Johannes Jünger, also ich meine, er sagt von sich selber, ich bin der Lieblingsjünger von Jesus, sagt er nicht Jesus, aber man könnte sagen, und sie ist ihm quasi Freundin gewesen. Und sie ist an den wesentlichen Stationen vom Weg von Jesus ist sie dabei. Und nachher ist interessant, was passiert. Dann, ich kann ihn jetzt gerade nicht mehr zitieren, ich weiß nicht mehr, wie er heisst. In der nachapostolischen Zeit eben macht irgendein Bischof aus ihr quasi die gefallene Frau. Mit der Dämonenbesessung, oder? Genau, ja. Oder einfach, sie wird dann quasi zu der Hure. Genau. Und die Geschichte macht dann irgendein anderes Zeug aus ihr, aber sie verschwindet eigentlich als Apostelin, oder? Und das zeigt ein bisschen, und das ist auch mit der Frau passiert, oder? An ihr können wir das sehen. Und was nachher Kieler gemacht hat, das ist auch krass, oder? Dann Maria, also die Mutter von Jesus, oder? Die wird dann auf den Sockel gehoben, Maria, die Heilige, also die heilige Frau. Und dann hat man aus der Eva, das ist ja erst später passiert, oder? Dass man quasi der Eva die Schuld in die Schuhe geschoben hat und das zu einer sexuellen Sünde gemacht hat. Das ist eigentlich alles nachapostolisch passiert. Und also man hat quasi die Eva zu der Hure gemacht und Maria, Mutter von Jesus, zu der Heiligen. Und da hat es jetzt wieder mit der Geschichte der Sexualität zu tun, oder? Die Heilige und die Hure, das ist nachher durch die ganze Geschichte durchgegangen. Und immer hat die Frau müssen es entweder das eine oder das andere sein, oder sie ist das andere. Aber die zwei Frauenbilder bringen wir nicht mehr übereinander. Ja. Und das ist etwas, was passieren muss. Und dann kann auch eine Versöhnung zwischen den Geschlechtern passieren. Weil eigentlich ist das die Hauptaussage von meinem Buch, ist eigentlich, wie kann der Geschlechterkampf heil werden? Weil den sehen wir außerhalb und innerhalb der Kirche. Würdest du auch sagen, es hat einen Zusammenhang, dass wir sehr stark männliche Analogien zu Gott haben? Dass die Frau manchmal so ein bisschen neben uns steht? Weil Gott, der Vater, Jesus, der Sohn, sehr starke so männliche Analogien für Gott. Ich würde mal sagen, es sind ja auch männliche Analogien, weil die Kirche von den Männern geprägt war. Vielleicht hätte das gar nicht so extrem werden. Und ich meine, in der Hütte im Buch wird ja das dann einmal aufgebrochen, oder? Also, ja. Für viele ein Anstoß, für viele sehr befreiend und sehr schön, oder? Ja. Und für andere eben ist es das Gegenteil. Aber ich denke, wir können nicht verleugnen, dass es eine patriarchale Welt war. Lang. Und dass das eben vielleicht nicht Gott gewollt, sondern historisch bedingt ist. Und es geht ja nicht darum, jetzt das Umkehren, oder? Das ist auch das, wo
manchmal am Feminismus ein bisschen angekreidet wird, dass es so ein Antireflex ist. Aber es ist ein Antireflex, aber ich meine, bei allen Antireflex... So fängt immer etwas an. Der Antireflex ist immer die Antwort auf einen anderen Missstand. Genau, Ohne Missstand gäbe es den Antireflex nicht. Ja. Ich tue die Geschichte vom Feminismus so auch ein bisschen reinnehmen, nicht so ausführlich, aber mehr zum zeigen, es ist eine Bewegung eben gegen den Missstand und wir müssen den Missstand beheben, nicht gegen den Feminismus kämpfen. Ja. Oder ich meine, wir haben in der letzten Folge von den Bückeli geredet. Ich meine, viele Christen kommen schon Bückeli über, wenn man nur die Worte ins Mund nimmt. Emanzipation, Feminismus. Statt einmal hinschauen, was ist denn eigentlich Geschichte? Was ist Geschichte? Und es ist nicht so, dass es Bestrebung ist von den Feministinnen aus der Männerherrschaft eine Frauenherrschaft zu machen. Kannst du das so pauschal sagen? Ja, das kann man. Also ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne Protagonistinnen, die das vielleicht hätten wollen. Aber in der Bewegung stimmt das nicht. Die Idee der Bewegung entspricht nicht dem. Nein, die Idee der Bewegung ist die gleiche Recht. Und nicht Mannenherrschaft durch Frauenherrschaft ersetzen. Also ich kenne noch ein paar Feministinnen und jetzt im persönlichen Austausch war es tatsächlich so, dass sie das Gefühl hatten, sie wollen eine Gleichstellung, wo es nur geht. Aber wenn man in den Medien liest und so weiter, hat man einen anderen Eindruck. Jetzt, wenn man die Leute, die weit fort sind, die erscheinen einem immer so ein bisschen aggressiv oder dass sie eine Besserstellung von Frauen und eine Gleichstellung anstreben. Wenn man dann plötzlich sagt, ja gut, dann geht ihr auch ins Militär oder so, dass es dann plötzlich irgendwie nicht geht oder dass man das überhaupt über das redet und so weiter. Also ich meine, das sind ja Detailfragen, darüber können wir dann noch reden. Oder ich meine, der mit dem Militär ist ein Totschlagargument. Oder? Wieso sollen die Frauen sagen, also gut, wir gehen ins Militär, wenn wir mit dem Maurer noch. Dass genau. wir gleich viele Frauen auf der Baustelle brauchen, oder? Genau. Ich meine, es ist schon ein bisschen komplizierter, aber wir können das Problem nicht lösen, wenn wir an dem Ecke anfangen. Wir müssen am Ecke anfangen, dass wir sagen, okay, es ist so. Missstand, ja. Also, ich meine, der Ton ist immer aggressiv, wenn es um Kampf geht. Ja, von mir muss es nicht sein. Also es hat Zeiten gegeben, wo es sicher sehr, sehr nötig war, dass man aggressiv ist. In Zeiten, wo wirklich eben auch in diesen Breitengraden vor dem Gesetz ein ziemlich Patriarchat geherrscht hat, oder? Aber ich würde sagen, es hat viel auch mit Verletzung zu tun. Und Verletzung löst immer sehr eine starke Reaktion aus. Ja, manchmal sogar Hass leider, oder? Ja, aber weißt, das finde ich auch, das muss man auch immer ein bisschen differenziert, finde ich, sehen. Und jetzt die Leute nicht pauschal wegen dem irgendwie... Aber ich sage eben nicht pauschal, sondern es gibt immer alle Arten, es gibt immer alle Sorten, oder? Und, zum Aggressiv gäbe es noch etwas Interessantes zu sagen. Ja. Also, es gibt aggressiv und es gibt passiv-aggressiv. Und wenn ich jetzt denke, wie man jahrhundertelang Frauen unterdrückt hat, ist natürlich passiv-aggressiv sehr subtil, oder? Also, auch wenn wir auf die Art und Weise rausgehen, werden wir die Lösung nicht finden, oder? Die Frauen werden eigentlich immer wieder zurückgebunden, unter anderem auch auf ihre Art. Man könnte wenigstens ein bisschen anständig dorthin kommen, nicht so emotional. Genau, hast du gerade Perioden, Frauen sind oder? halt mega okay, ja, das ist natürlich ein anderer Auswuchs, der nachher wieder negativ ist. Das ist auf die, auch von der Reaktion auf die Reaktionsseite. Ja. Und darum sage ich, wir müssen auf die Ebene kommen, um was geht und nicht wie. Was ist denn dein Rezept? Für eben in die Richtung zu kommen, von dem, was du in deinem Buch anstrebst? Also ich meine, was ich sicher würde sagen, ist einmal, Frauen müssen sich überlegen, was sie wollen. Eigentlich haben Frauen eine Hohlschuld. Also, dass sie sagen, wir wollen Gleichstellung. Auch die christliche Frau muss sagen, ich will auf die Bühne. Ich will
den Einfluss. Ich will die Verantwortung. Ich will vielleicht Familie und Beruf unter einen Hut versuchen zu bringen. Ich will eine Partnerschaft leben, wo das diskutiert wird. Weil Männer haben keinen Handlungsbedarf. Sie leiden nicht darunter, dass die Frau nicht gleichgestellt ist. Also letztlich würde ich behaupten, sie leiden auch darunter, aber sie wissen es nicht. Die Auswirkung ja schon. Genau. Auch im Zwischenmenschlichen einfach. Genau. Und dazwischen sind auch die Männer in der Krise. Und unsere Zeit wird Männer zwingen, dass sie sich jetzt erst einmal mit sich selber auseinandersetzen müssen. Was Männer nicht so wahnsinnig gerne machen. Das kann ich aus der Beratung bestätigen. Aber der erste Schritt ist mal, dass die Frauen überhaupt wollen. Und dann anfangen, diesen Weg zu beschreiten. Und dann, würde ich mal sagen, und dann fängt es auch auf verschiedenen Ebenen an. In der Gesellschaft sind christliche Frauen so emanzipiert und freigestellt, wie das in der Gesellschaft möglich ist, oder? Und jetzt muss ich sagen, und übertrage ich jetzt das aufs Gemeindeleben? Wie lebe ich meine Partnerschaft? Das ist die andere Seite. Was wollen wir für ein Lebensmodell leben? Entweder alleine als Mann oder Frau oder in einer Paarbeziehung mit Kind oder ohne Kind. Und da würde ich jetzt, und da sind wir vielleicht wieder bei der Sexualität, wo ich sage, es geht um Eigenverantwortung. Ich sage, es kann nicht sein, dass irgendwer irgendjemandem vorschreibt, wie man heute als christliches Paar zu leben hat. Sondern das muss in der Verantwortung von dem Paar sein. Und so gesehen entwickelt sich Paar miteinander. Und hoffentlich entwickelt sich so auch Gemeinden. Und natürlich... Jetzt eine spannende Frage. Du sagst Verantwortung, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, ja, ich habe es gerne, dass der Mann mächtiger ist, über mir steht, das letzte Wort hat, ich daheim den Haushalt mache. Ist das dann auch Gleichstellung? Ja, das ist auch, wenn die zwei miteinander das Übereinkommen treffen auf Augenhöhe, okay. ist das völlig okay. Ja. Also es gibt auch keinen Zwang zur Emanzipation. Wie würdest du Emanzipation definieren? Wenn würdest du eine Frau als emanzipiert bezeichnen? Also ich würde sagen, emanzipiert heisst eigentlich das ist vielleicht sehr kurz gegriffen, aber so können für sich die eigenen Bedürfnisse einstehen. Und Bedürfnis meine ich jetzt nicht, also schon ein bisschen weiter gefasst als nur Gott, das brauche ich. Sondern das bedeutet auch, ich muss wissen, wer ich bin. Und das ist das, wo die Männer auch extrem Nachholbedarf haben. Also, Männer haben sich über Jahre über ihre Position definiert. Geld, Macht, Sex, können wir alles reinpacken, oder? Und die Herausforderung haben die Männer auch, wenn Frauen anfangen, ihren Platz einzunehmen. Dann können auch Männer vielleicht nicht mehr einfach aufgrund von Mannes Gnaden den Platz einnehmen. Und dann müssen sie sich wie überlegen, wer bin ich, was habe ich, was will ich für einen Einfluss wo haben, was habe ich reinzubringen. Nicht einfach nur in der Berufswelt, sondern in der Gesellschaft, in der Familie, in der Beziehung. Also die Frage ist eigentlich, was für ein Mensch will ich sein? Und dann sind wir wieder bei der Gleichstellung. Beide müssen sich das fragen. Also, was will ich für ein Mensch Frau sein, was will ich für ein Mensch Mann sein? Aber es geht eigentlich ums Menschsein. Und dann sind wir zum Beispiel bei den Menschenrechten. Und wo die postuliert worden sind, ist es eigentlich um Männerrecht gegangen. Also Frauen sind nicht mitgemeint gewesen. Und wir gehen heute selbstverständlich davon aus, dass Frauen mitgemeint sind. Geschichtlich siehst du das so. Wie früher die Stimmbürger einfach Männer sind. Genau. Ist sie auch nur von Männern gemacht worden, das Menschenrecht? Ja. Spannend. Und interessant ist, dass zum Beispiel das erste Manifest für die Feministinnen, das ist, hat es eine Konferenz gegeben in Amerika, die hat eigentlich auf der amerikanischen Verfassung so plus minus beruht. Also ein bisschen
auch ein bisschen auf den Rechten, die hier Männer hatten. Und das Interessante ist, auf diesen 100 Unterzeichnenden, von diesen 100 Unterzeichnenden sind 35 Männer gewesen. Und das, finde ich, ist auch relevant, auch wenn wir jetzt auf heute schauen, oder sagen, was braucht es? Ja, in der christlichen Lebenswelt die Emanzipation der Frau braucht emanzipierte Männer, die sagen, jawohl, das ist richtig. Und so gesehen, das gilt jetzt für mich ganz persönlich und das würde ich jeder Frau raten, die noch nicht verheiratet ist, sagen, heirate einen emanzipierten Mann. Wenn du willst, ein emanzipiertes Leben leben. Weil sonst, es ist nicht unmöglich, aber es braucht schon viel, viel mehr Anstrengung. Ja. Yes, mega spannend, mega cool. Ich würde sagen, wir führen das so ein bisschen zu einem Ende. Ich habe nur noch eine Frage. Wem empfiehlst du dein Buch? Allen. Auf keinen Fall nicht nur den Frauen. Und was erhoffst du für Reaktionen oder was hast du das Gefühl, was wird es für Reaktionen auslösen? Ich weiss es nicht. Selbst der Verlag weiss es nicht. Ich habe mit jemandem in der Leitungsetage vom Verlag noch telefoniert und er hat gesagt, er sei mega gespannt auf die Reaktionen. Das Buch kommt natürlich auch in Deutschland raus und da werden die Diskussionen vielleicht noch einen Ton schärfer geführt als in der Schweiz. Ich habe keine Ahnung. Mein ältester Sohn hat das Vorwort geschrieben drin und ein guter Freund von mir hat das Vorwort geschrieben, ein zweites drin. Und mein Sohn hat gesagt, ich habe das Gefühl, du musst dich ziemlich warm anlegen. Ich weiss es nicht. Ja. Vielleicht kommt es raus wie bei den Sexbüchern. Da hat man auch gedacht, ich muss mich warm anlegen. Und eigentlich, bis auf die wenigen Reaktionen, habe ich eigentlich offene Türen eingerannt. Weil die Leute wünschen sich eigentlich, dass man zu diesen Themen endlich mal etwas Sinnvolles sagt. Und für mich hat es mit dem Heilsgeschichtlichen zu tun. Weißt, genau. Ich glaube, der Mensch sehnt sich auch nach dem Heil. Genau. Und für mich ist das «endlich» im Titel mega schön, weil als ich das so gelesen habe, dachte ich, endlich! Wirklich, ich dachte, endlich kommt da etwas. Reden wir darüber. Endlich bekommen wir da Sprache, Denkfähigkeit. Sonst schwebt das immer irgendwo in einer anderen Sphäre und wir wissen nicht recht, was damit machen. Also ich will dazu schon noch sagen, ich bin ja nicht die Erste und nicht die Einzige. Also ich will das jetzt auch noch ein bisschen relativieren. Ich bin ja nicht die Erste, die etwas sagt zu dem Thema, oder? Und da gibt es vielleicht auch eine Parallele zu den Sexbüchern. Ich habe für mich wie eine tiefste Überzeugung gehabt. Die Bücher würden niemals das ausgelöst haben, was sie ausgelöst haben, wenn nicht Gott die Türen aufgetan hat und sagt, das Thema kommt jetzt auf den Tisch. Und so geht es mir jetzt ähnlich mit dem Thema, wo ich sage, ich meine, ich hätte das Buch nicht schreiben können. Das Thema kommt sowieso auf den Tisch. Das liegt dermaßen in der Luft. Also, ich meine, da findet jetzt ja auch also letztes Jahr hat ja Campus für Christus so eine Konferenz organisiert im Herbst. Jetzt habe ich gesehen, dass in der Schleife jetzt auch so eine Konferenz kommt. Ich meine, das Thema liegt dermaßen in der Luft, weil ich glaube, dass Gott sagt so und jetzt ist das Thema dran. Auf dem Weg, wie du sagst, zum Heil. Heil. Der Weg zum Heil muss eben genau in diesen Themen gehen. Der Sex muss auf den Tisch, die Frau muss auf den Tisch, das Geschlechterverhältnis muss auf den Tisch. Und dann kommt vielleicht sogar noch unser Einfluss auf die Welt wieder auf den Tisch. Ich glaube, etwas, wo ich noch so denke, ist das Social Labeling, das irgendwann dann auch mal auf den Tisch kommt. Weißt, so, das hat für mich auch sehr viel mit Heil zu tun oder mit gleich. Alle Menschen sind gleich. Egal welche Herkunft, welches Und was Merkmal. Interessant ist, also die Frauen, die sich schon länger feministisch äußern, das ist Irene Hirzel, das ist Daniel Strickland, das ist Gabi Wendland.
die äußern sich nicht nur explizit zum Frauenthema, das sind die Frauen, die sich engagieren für die Gerechtigkeit der Frau in dieser Welt. Also selbstverständlich. Ich finde es sehr interessant, dass du hast gesagt, dann kommt der Fortschritt auf den Tisch oder so ähnlich. Wenn wir diese Themen angehen, dann öffnen wir wie eine Tür, dass Christen und christliche Bewegungen und so weiter wieder Vorbilder oder Vorreiter können sein. Ja, also... Für dich ist das wie das Schlüsselthema, das uns fehlt dazu. Für mich sind das die Schlüsselthemen, die fehlen. Und darum hängt uns ja die Welt auch an diesen Themen auf. Genau, immer wieder, ja, sehr plakativ. Ja. Yes. Danke vielmals noch für den regen Austausch und für das Teilen von deinem, ich sage jetzt Herz, nicht Buch, sondern Herz. Ja, das ist schon mein Herz. Ja, schön. Und ich hoffe auch, ihr habt wieder da einige Gedankenanstöße bekommen. Wir werden auch wieder Links reinschicken, wo ihr euch weiter informieren könnt und eure Gedanken auch wieder mitteilen könnt. Und genau, wir freuen uns auf weitere Folgen im ähnlichen Stil. Jan, hast du noch etwas, was du möchtest sagen? Nein. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran, abonniert uns. Abonnieren ist immer schön. Spotify, iTunes. Wir haben mega Freude über alle Abonnenten schon. Das gibt uns irgendwie so den Eindruck, dass das wirklich regelmäßig gelost und auch verfolgt wird. Und wir sind mega happy, was es für schon einen Impact gehabt hat. Und wir freuen uns auch, wenn ihr es weiterverzählt, wo noch denken Leute, die das auch interessieren könnte. Und wir bleiben dran auf alle Fälle. Genau, wenn ihr wollt, dürft ihr uns sogar finanziell unterstützen. Genau, sag's nochmal. Es gibt einen Twin-QR-Code. Dass wir endlich wieder mal in die Ferien können. Ja, genau. Nein, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Haben zu. Ciao zusammen. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten.